Wenn die ihn wirklich als Detektivhund ausbilden wollten, der Tausigschön als Strassenköter war sich immer viel zu schade, um den Befehl vom Kalle auszuführen. Er hat natürlich schon verstanden, was der ihm beibringen wollte, aber der Ehrenkodex der Strassenköter hat ihm das nicht erlaubt. Noch während er sich seine Gedanken gemacht hat, sind seine 4 Freunde aus dem Haus gekommen. Er hat sich gerade überlegt, ob er nachlaufen soll, wo der Hasso mit seinem Herrli aus dem Haus gekommen ist. Diesen 2 ist er hinten drin. Er hat sich einfach von seinem Instinkt leiten lassen. Er hat sich gefragt, wieso der Herr Linke und Kind nicht zusammengelaufen sind, wo sie doch anscheinend den gleichen Weg hatten. Also das war schon seltsam. Seine Ernährer sind voraus, der Herr Linke und der Hasso hinten drin und dann der Tausigschön. Der hat den Weg gekannt. Er hat zum Haus vom Kalle geführt. Während die 4 Kinder vor dem Kalle im Haus gestanden sind und sich verabschiedet haben, ist auch der Herr Linke stehen geblieben. Komisch, wie wenn er nicht möchte gesehen werden. Er hat zum Haus vom Kalle geschaut und gewartet, bis der in der Tür verschwunden ist. Erst dann hat er sich mit dem Hasso vom Haus abgewendet. Während der Tausigschön zum Schrebergarten zurück ist, hat er sich das alles nochmal durch den Kopf gehen lassen. Bei seiner Hundehütte hat schon der Friedhelm auf ihn gewartet. Ey Manni, da bist ja Tausigschön. Ich habe schon gemeint, du seist abgehauen. Wo bist du denn, Kleine? Schau, ich habe dir etwas Feines mitgebracht. Das war ein Tag. Der Kalle nervt. Weisst, wir haben ein bisschen mit dem Hasso gespielt. Und jetzt hat der Kalle das Gefühl, das gäbe der perfekte Detektivhund. Du musst mich nicht so anschauen. Ich habe dich natürlich verteidigt. Steffi und Radiesli haben sich draus gehalten, aber ich weiss nicht so recht. Könntest du nicht wenigstens ein Stöckchen apportieren oder Männchen machen? Dem Tausigschön ist der Appetit vergangen und er ist in seine Hundehütte zu seinen Gartenzwerg. Also das hat ihm gerade noch gefehlt, dass er den Friedhelm angefangen hat, an ihm rumzunörgeln. Tausigschön, was ist los? Du hast noch nicht fertig gegessen. Bist beleidigt. Aber wie ist das möglich? Du verstehst doch gar nicht, was ich sage. Oder etwa doch? Mann, Tausigschön, manchmal glaube ich, dass du viel gescheiter bist, wenn wir uns das vorstellen können.